Meret Oppenheim ist ja 1913 geboren, keine Selbstverständlichkeit, dass eine Frau ihren Weg geht, so wie sie es meint, tun zu müssen. Die Künstlerin Meret Oppenheim schuf mit ihrem pelzüberzogenen Kaffeegedeck ein ikonisches Kunstwerk. Sie gehörte in den 1930er Jahren in Paris zum engen Zirkel der Surrealisten um André Breton, war liiert mit Max Ernst und Marcel Duchamp. Umso erstaunlicher, dass erst jetzt die erste deutschsprachige Biografie über sie erscheint, geschrieben von Bärbel Reetz. Liebe Bärbel, wann bist du Meret Oppenheim zum ersten Mal begegnet und wie ist es zum Entschluss gekommen, über sie eine Biografie zu schreiben? Ich bin ihr vor langer, langer Zeit begegnet. Das erste Mal 1972 bei der großen Surrealistenausstellung in München im Haus der Kunst. Und das war für mich so ein Aufwacheffekt. Einmal, weil wir in Deutschland lange Zeit von der Kunst der Dadaisten, Surrealisten wenig gewusst haben. Und zum anderen, weil ich plötzlich zwischen all diesen Männern, diesen ganz wichtigen Männern in der Ausstellung, ganz, ganz wenige Frauen fand. Und eine davon war Meret Oppenheim, deren Arbeiten mich besonders beeindruckt haben. Und von da ab habe ich immer geschaut, wo ist eine Ausstellung mit Werken von Meret Oppenheim? Wer ist sie eigentlich? Und wie hast du dich jetzt dann auf die Biografie hin mit ihrem umfangreichen Werk auseinandergesetzt? Und wie hast du dich ihr genähert? Zunächst gar nicht. Ich meine nicht im Hinblick auf eine Biografie, sondern einfach aus dem ganz lebendigen Interesse. Was ist das für eine Frau? Ich hatte dann auch Fotos von ihr gesehen. In diesem Katalog, ich habe den immer noch zu Hause und habe festgestellt, die Kataloge haben sich ja in diesen Jahrzehnten auch enorm gewandelt. Also da sind überhaupt keine Fotos drin von den Ausstellenden, sondern eben nur ihre Werke abgebildet, auch auf einem Niveau, wie wir es heute gar nicht mehr kennen. Aber irgendwann habe ich dann auch Fotos von ihr gesehen und dachte, mei, nicht nur ihre Arbeiten sind interessant, sondern ist auch eine interessante Frau. Aber immer unter diesem Aspekt, sie interessiert mich, aber niemals, dass ich daran gedacht hätte, eine Biografie über sie zu schreiben. Das schloss ich für mich aus, denn ich bin ja keine Kunsthistorikerin. Du bist Literaturwissenschaftlerin. Wie ist es dann trotzdem dazu gekommen, dass du eine geschrieben hast? Ja, als ich gemerkt habe, dass es auch ein literarisches Werk gibt, dass es Gedichte gibt von ihr, Traumnotizen. Dann habe ich mich näher damit beschäftigt und habe festgestellt, ja, sie hat auch ein Picasso-Stück mal ins Deutsche übersetzt, weil ihr die Übersetzung, die Paul Celan gemacht hat, zu poetisch gewesen ist. Sie hat ein Filmskript mehrmals überarbeitet, zu dem Film ist es leider nie gekommen, über Caspar Hauser. Und dann hatte ich das Gefühl, ich kann ja doch mal versuchen, das Ganze zusammenzubringen. Gehen wir mal noch zurück, vertiefen uns in ihr Leben. 1932 ging sie mit 19 Jahren zusammen mit ihrer Künstlerfreundin, ihren Zurkindern nach Paris, lernte dort sofort die bekannten und einflussreichen Künstler kennen. Giacometti, André Breton, Marcel Duchamp, wir haben es gehört. Das ist schon sehr außergewöhnlich, mit 19 dort und gleich mitten im Geschehen. Wie würdest du die Person Meret Oppenheim zu diesem Zeitpunkt charakterisieren? Wie kam sie, was waren die Gründe, wieso sie so schnell da reinkam? Naja, sie war neugierig und hatte eigentlich sehr lange gewartet, um überhaupt nach Paris zu kommen. Sie wusste schon ganz früh, dass sie, wie sie es selber nannte, malen, zeichnen und kleine Sächeli, die ja später zu Objekten wurden, machen wollte. Und sie hatte so eine sehr wechselnde Schullaufbahn. Sie war viel in Internaten. Sie wusste eigentlich genau, was sie machen wollte, ohne jetzt aber zu wissen, wie sie das machen könnte. Und war dann in Basel bei der Großmutter gelandet, nach dieser etwas schwierigen Schulkarriere.
Und dort hatte sie junge Künstler kennengelernt und Künstlerinnen, unter anderem eben Irène Zurkinden, die in Paris gewesen waren. Und da kam dann dieser Wunsch, ich möchte auch nach Paris. Es dauerte ein bisschen, bis der Vater sich überreden ließ, dass sie auch nach Paris gehen durfte. Und da kam sie voller Neugierde und sehr, sehr aufnahmefähig als eine schöne, sehr schöne junge Frau nach Paris. Und Irène Zurkinden hat später gesagt, sie kam wie die Taube in den Taubenschlag der Surrealisten. Und wenn die Surrealisten ein Kind hätten haben wollen, dann hätten sie sich eines gewünscht wie Meret Oppenheim. Nun, sie war nicht mehr ganz ein Kind, schon 19 Jahre alt. War sie unter diesen berühmten Persönlichkeiten einfach geduldet als Mensch, die sie mochten, oder war sie auch als Künstlerin anerkannt bei all diesem Picasso, Giacometti, Breton? Als Künstlerin würde ich das noch nicht nennen, weil sie entwickelte sich. Aber diese Menschen haben sofort gemerkt, was in ihr steckte, was in dieser unfassbar kreativen jungen Frau steckte. Und sie haben dann versucht, ihr zu helfen, sie zu fördern, dass sie ihren Weg gehen konnte, haben ihr ein Atelier besorgt und haben sie ermutigt, auch schon als sie dann angefangen hatte, kleine Arbeiten zu machen, von denen sie selber noch gar nicht wusste, ist das jetzt der richtige Weg, haben sie ermutigt und haben gesagt, wir stellen das auch aus in unseren Ausstellungen, wir zeigen dich. Und das hatte eigentlich nichts damit zu tun. Also ich möchte das wirklich auch getrennt sehen, obwohl ich das so betont habe, dass sie eine schöne junge Frau war. Aber das muss man wirklich getrennt davon sehen. Sie hatte Affären mit Max Ernst, mit Duchamp, aber das hatte auch nichts mit Karrieresucht oder so etwas zu tun. Und auch Giacometti hat sie gefördert, Hans Arp, der ja nun jenseits dieser Zeiten war, wo er hätte anbändeln wollen mit ihr. Nein, nein, das haben die schon sehr genau erkannt und haben auch mit großem Interesse ihren Weg verfolgt und haben ihr auch immer wieder geholfen. Man hört immer wieder über künstlerisches Werk, also die bildende Kunst. Du beschreibst in deiner Biografie aber auch die Mode. Sie war sehr interessiert an Mode und hat selbst auch sich als Designerin betätigt. Sie hat Schmuck geschaffen, Mode, eben auch einen Tisch. Wie kam es dazu? Ja, sie hat sich immer für Mode interessiert, schon ganz früh. Wir haben ja den Briefwechsel auch mit ihrer Familie, sodass man sehr genau weiß, wie sie auf diesem Gebiet eingestellt war. Und sie hat sich gern schön angezogen und sie hat sich auch gern so schön angezogen, dass es auffiel, dass es ungewöhnlich war. Also sie ging nicht so im Mainstream. Und da war Paris zu der Zeit damals natürlich, wo viele junge Frauen auch die Mode mitbestimmten, war das natürlich das richtige Pflaster. Und sie hat Modeentwürfe gemacht, die damals nicht umgesetzt wurden, aber sie hat Schmuck entworfen, unter anderem für Elsa Schiaparelli diese berühmten Armreifen mit dem Pelz, aus denen dann auch quasi die Pelztasse wurde. Meret Oppenheim war nicht nur in der Kunst ein Freigeist, sondern eben auch in den Beziehungen. Wir haben es schon gehört, Max Ernst, Marcel Duchamp, sie hatte Ménage à trois etc. Dabei blieb sie immer mit diesen Leuten auch nach ihren Beziehungen in Kontakt, befreundet. Wie gelang ihr das? Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Gerade wenn man auch die Briefwechsel mit diesen Persönlichkeiten kennt. Sie war sehr auf ihre Freiheit und Selbstständigkeit bedacht und konnte dann, weil sie sehr freundschaftsfähig war, diese Beziehung auch in eine Freundschaft wandeln. Manchmal habe ich den Eindruck gehabt, ist es den Männern schwerer gefallen als ihr selber, diesen Umstieg zu schaffen. Aber das zeigen ihre Briefwechsel, dass sie sehr freundschaftsfähig war und dann
diese Beziehung aufrechterhalten konnte. Manchmal auch mit einem gewissen Konflikt, der erst beiseite gelegt werden musste, wie mit Leonore Fini. Also sie hat mit Männern wie mit Frauen sehr enge Beziehungen gepflegt. Aber es ist ihr eigentlich dann immer gelungen. Geheiratet hat Meret Oppenheim 1949 Wolfgang Laroche, ein Kaufmann, schwarzes Schaf der bekannten Basler Familie. Sie zog ins beschauliche Bern. Das scheint zumindest von außen wie ein Bruch in ihrer Biografie. Nein, es war nicht wirklich ein Bruch. Denn sie hat den Wolfgang Laroche auch kennengelernt auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise. Sie hatte ein Inserat in der Zeitung aufgegeben. Sie wollte gern einen Motorradfahrer kennenlernen, der sie am Sonntag mitnimmt zu seinen Ausflügen. Und das war der Laroche mit seiner Harley Davidson. Und wenn man jetzt sagt Kaufmann, dann stimmt das. Er hat sein Geld immer als Geschäftsführer von kaufmännischen Betrieben verdient. Allerdings war er ein höchst kreativer Kopf und war ein sehr guter Jazzpianist. Er hat auch selber geschrieben. Und wenn man seine Briefe an Meret Oppenheim sieht, die er immer auch mit Zeichnungen versehen hat, dann muss man sagen, da haben sich zwei sehr ähnliche Menschen kennengelernt und lieben gelernt. Du schreibst an mehreren Stellen in der Biografie, dass sie stets ihre Freiheit im Blick hatte. Sie wollte nicht von Männern abhängig sein, auch immer. Als sie den Basler Kunstpreis 1975 erhielt, sagte sie in ihrer Rede, Zitat, die Freiheit wird einem nicht gegeben, man muss sie nehmen. Wie kam es zu diesem Satz und wie verstand sie das? Ja, sie verstand es wirklich im wörtlichen Sinne, dass man die Freiheit, und wir müssen jetzt immer bedenken, welche Zeit das auch noch ist für Frauen, nicht in der Weise bekommen, wie wir es heute kennen, sondern dass das alles noch sehr, sehr eingeschränkt war. Auch ich glaube, das Frauenwahlrecht in der Schweiz, ich bin ja Deutsche, müsstest du mich jetzt verbessern, kam sehr spät. Also kam kurz davor. Ja. Noch nicht in allen Kantonen. Ja, genau. Ja, und die Frauen waren eben in diesem Sinne nicht wirklich frei in ihren Entscheidungen. Und man hat, und das war ja auch in Deutschland zu der Zeit, Meret Oppenheim ist ja 1913 geboren, keine Selbstverständlichkeit, dass eine Frau ihren Weg geht, so wie sie es meint, tun zu müssen. Sondern man hat ein festes Rollenmodell gehabt damals, wie die Familie auszusehen hat. Das heißt Mann, Frau und möglichst auch Kinder. Und dieses Modell war ihr von vornherein klar, obwohl sie ein Familienmensch war. Sie hing sehr an ihrer Familie und auch an ihren Nichten und Neffen. Aber für sie war klar, das ist nicht ihr Lebensentwurf. Und deshalb hat sie sich eben die Freiheit genommen, oft auch unter großen Problemen, auch unter finanziellen Problemen. Mir war vor deiner Biografie über Meret Oppenheim, vor allem war sie mir bekannt als bildende Künstlerin. Du hast sie mir jetzt als Lyrikerin auch noch erschlossen. Wie fand sie zu diesem Ausdrucksmittel? Ich würde nicht sagen durch einen Zufall, doch ein Zufall war es, dass sie selber das dann hat ergreifen können. Aber sie fand zu diesem Ausdrucksmittel, als sie in diesen Surrealistenkreis kam in Paris. Da erlebte sie, dass Lyrik, dass das Schreiben von Gedichten anders verstanden wurde, als sie es in ihren Internaten gelernt hatte oder auch aus der Literatur kannte. Nämlich diese berühmte Écriture automatique, die die Surrealisten pflegten, nämlich dass der Gedankenstrom frei, und jetzt sind wir wieder bei dem Freien, frei strömen durfte, auch auf das Papier. Und das hat sie einmal, und sie hat es dann, ihr erstes Gedicht auch aufgeschrieben, hat sie dann, wie sie selber schreibt, unter Alkohol oder unter Hasch-Einfluss geschrieben und hat es André Breton dann geschenkt mit einem kleinen Wattebausch obendrauf. Und er war natürlich begeistert davon und hat das ausgestellt. Und das hat sie so ermutigt, eben wirklich auch diesen Gedankenstrom zu folgen, das aufzuschreiben, manchmal auf Französisch, aber meistens auf Deutsch. Und sie hat das
Die meisten Surrealisten haben ja geschrieben, auch Dadaisten. Und sie hat dann Hans Arp, den sie so als väterlichen Freund kannte, auch mal diese Gedichte gezeigt. Und der hat sie sehr ermutigt, hat gesagt, das musst du auch veröffentlichen. Ja, und so ist es dann auch gekommen. Und was macht für dich den Reiz von ihren Gedichten aus? Für mich ist es reizvoll zu sehen, und das haben wir ja manchmal in der bildenden Kunst, dass ein Künstler eben zugleich auch schreibt. Oder ein Schriftsteller wie Günter Grass auch Künstler ist. Und mich hat interessiert, wie eins sich aus dem anderen ergibt oder ergänzt. Und erst da habe ich dann verstanden, wie Meret Oppenheim wirklich über das, was sie geschrieben hat, auch mehr ihr Denken verstanden, wie sie gemalt hat, wie sie gezeichnet hat, welche Objekte sie gemacht hat. Erst in dieser Zusammenschau ist mir das klar geworden. Zum Schluss, der Buchtitel lautet Meret Oppenheim Wandlungen. Wie hat sich dein Bild während dieser Zeit, wo du die Biografie geschrieben hast, gewandelt? Also ihr Bild, das du von ihr hattest? Ja, es hat sich schon gewandelt. Und zwar mehrmals. Von meinem Enthusiasmus, als ich sie quasi entdeckt hatte, zu großem Interesse und immer weiterem Interesse und immer weiter. Und das Gefühl, jetzt kenne ich sie. Ich traue mich jetzt auch über sie zu schreiben. Und dann wieder Momente großer Fremdheit und großer Distanz, die ich natürlich auch wahren wollte. Ich bin ja nicht ihre Freundin, sondern ihre Biografin. Und in der Zeit habe ich auch eben immer wieder gespürt, wie sie sich gewandelt hat, wie auch mein Bild sich wandelte von ihr, aber auch deshalb, weil ich ihre Wandlungen, inneren Wandlungen, meine ich jetzt, nachvollziehen musste. Also mehrmals und ich würde jetzt sagen, mit einer distanzierten Liebe. Liebe Bärbel, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke dir.